so, das ist eine Honda Accord 2010 Benzin. Hier haben wir Problem mit dem Klimakompressor. Die Kumpel hat den Klimakompressor gekauft. Jetzt bauen die Sache. Die Sache ist, weil das ist eine Klimatronik-System, wo kannst du die Sache und die Temperatur regelmäßig getauscht werden. Das ist sein Kompressor, sein Klimakompressor, weil das ist, wie gesagt, das ist ein System mit Klimatronik. Die Kumpel hat, Vorsicht ein bisschen, Finger weg. Die Kumpel hat hier gekauft, gleiche Klimakompressor, aber hier steht eine Klimatemperatursensor, wo mit diesem Klimatemperatursensor die Computer berechnen, die Computer berechnen hier Mitte die Schaltkontakt, das heißt rote, grün ist Masse, rote ist die Schaltkontakt, aber hier das ist dieser neueste Sensor von diesem neuesten Kompressor. Aber wie gesagt, die Firma hat gebaut das wegen ganz normalste Klimasystem, kalt und warm. Gibt es keine Temperaturregelmäßige Sache. Wenn das, wir müssen diese älteste Schalter mit 3 Kabeln, weil das auch ist 3 Kabeln, die Mitte ist das Signalschalter und diese 2 links und rechts ist Temperatursensor. Hier gibt es nur eine, weil das ist Klimakompressor mit Klimasensor, aber wegen kalt und warm mit Button. Hier haben wir gleiche Klimakompressor, aber mit anderem Sensor. Gleiche Sensor, aber mit ganz anderen Schalter. Da links und rechts ist die Klimatemperaturssignal plus die auf die Mitte die Schalter. Wo schaltest du die Kupplung? Okay? Wenn das, wir machen Tricks. Das heißt, nehmen wir von da die älteste Schalter, das ist neueste Schalter, wo es mit nur eine Pin. Älteste Schalter ist mit 3 Pinnen. Und wegen das, wir tauschen die Sensor. Da. Bei neueste, wegen die Computer von dem Klimasystem wissen seine regelmäßigen Signale. Okay? Weil wann tauschen wir nur die Klimakompressor und lassen wir diese neueste Schalter, einfach diese Klimatronik einfach funktioniert nicht mehr. Wenn das, wir nehmen älteste Kabel, wo es regelmäßig und bauen wir bei neueste Klimakompressor und das System funktioniert ohne Probleme. Okay?